Kloklustert. 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 Willkommen zu Kloklustert, ein plattdütschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. Viele Mythen und Sorgen rankt sich eine geheimnisvolle Stadt, Meeren in der Waddensee, der all seit Jahrhunderten untergegangen ist. Das Sprach ist von Rungholt. Das norddeutsche Atlantis sagt ein auch dort. Ein Legende sagt, bis stille See und Wetter kann ein de Glocken, der unter der See noch slort hören. Ein anderer Mythos bewährt, dass die Stadt all 7 Jahr zur Johannesnacht wieder heil für Dach kommt. Wat brüllt de Sturm? Der Mensch ist ein Wurm. Wat brust de See? Ein Dreck ist Hey. Guten Tag, mein Name ist Arne Lentföhr. Ich bin Historiker und Redakteur beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und Plattradio. Ich tusch mich von dort mit dem Fachkolleg und Heimatforscher Albert Panten ut über das Sorgen um Weft Rungholt, wat wie sicher darüber sagen könnt und wat ein in dat Rieg von Legenden verwiesen wird. Herr Panten, Sie sind Böver Studienrat für Mathematik und Physik. Das ist nu wat heil anders als Heimatforschen. Wo kommt dat, dass Sie sich so für die Geschichte und Kultur von Nordfriesland interessieren dort? Ich habe in Kiel studiert, Mathe und Physik, und habe dann bei der Gelegenheit in der Universitätsbibliothek und in der Landesbibliothek noch alle Handschriften gesucht, die für Nordfriesland wichtig wären. Und dabei bin ich dann so langsam in die Geschichte von unserer Gegend drin rutscht und heft mich dann auch mit Rungholt befreundet. Und Sie sind ut Nordfriesland dann auch weg, da sind Sie geboren? Ich bin in Nordfriesland geboren, bin auch in Nibel dann auf Gymnasium zur Schule lopen und heft dann natürlich auch so allerhand mitkriegen, was so vertellt wurde. Und hef dann auch Leute kennengelernt, die sich mit heimatkundlichen Themen befreundet haben. Und da stog dann das Thema Rungholt langsam und sicher und all die ganze historische Wust ruht. Und dann habe ich mich mal auf Socken gemacht und heft alles das, was da vertellt wurde und schreiben wir, untersucht, nur der Ort, was gibt das überhaupt an tatsächliche Urkunden darüber. Was die Lüt vertellt, habt sie gesagt. Was sind das für Lüt wes? Habt ihr die Urkunden zu Hus hat denn? Ob ihr Böen? Oder wo kann ich mir das vorstellen? Das ist heel anders. Bei uns in Nordfriesland gibt das schon seit ungefähr 15. Jahrhundert ganz dächliche Lüt, die abschreiben haben, was passiert ist. Und just Katastrophen sind bei uns hier nicht dächlich, aber Jahr für Jahr kommen sie mal. Ne, der blanke Hans ist nicht mehr blank, sondern schickt die Wellen an den Dick. Und wenn die Menschen nicht aufpassen, dann passiert ein Unglück. Und das sind Sorgen, die sind fast holen worden. Schon, meistens natürlich von Pastoren, von Priestern. Und da gibt es schon ganz alte Berichte und eine Chronik über Nordfriesland oder zum 19. Jahrhundert. Und da kann man eben sehen, was haben sie hat an tatsächliche Urkunden, was haben sie nicht hat. Und das wäre das Problem. Ich sag mal nur tatsächliche Pergamente, wo Rungholt vorkommt. Sie habt diese Urkunden denn gefunden, auch das Sprach, was denn wisst, das ist Latinsch wes, oder ist das Mittelniederdeutsch wes, oder was? Also das ist für 1345 ist das selbstverständlich noch Latinsch. Und lauter war das denn Mittelniederdeutsch, Niederdeutsch. In diese Sprachen fühlt sie sich zu Hus. Auch, gibt das auch Urkunden oder so, die ob Fraisch werden, zum Beispiel? Also freische Urkunden in dem Sinn gibt das nicht, weil das kein Verkehrssprach wäre. Das wäre stets Hussprach. Und das wäre auch noch unterschiedlich von Gebiet zu Gebiet. Also ob Sylt anders als ob Föhr oder um Nibel herum anders. Ob Ole Strand, der Ole Strand, wovon jetzt nur bloß noch Nordstrand Pellworm und Nordstrand nicht mehr über ist, die schnackten auch wieder ein besonderes, frisches Sprach. Und sie snackt frisch auch von Hus ut? Ja, ich schnack Moringer. Wunderbar. Für die Lüt aber, die noch nichts von Rungholt hört habt, Herr Panten, wo handelt sich das da um?
Ja, wir möchten einfach mal rut in Watt gehen, in nordfriesische Watt, in schleswig-holsteinische Watt, nördlich von Eiderstedt. Und dort in der graue Schlick liegen die Überreste von unergorene Ortschaften, ungefähr dördig an der Toll, und ein davon wird das Dörp Rungholt. Später ist dort durch Legendenbildung ein Stadt utmuckt worden. Und die Schwierigkeit ist denn, das Schlagwort Rungholt so ein Beten zu vergeten, wenn man über Wirklichkeit zu sprechen kommt. Wichtig ist, die Float von 1362 und Rungholt ist sozusagen die Überschrift für das Vergehen von der größte Teil und der wichtigste Teil von Old Nordfriesland. Also, wir habt dort die Westküste, wir habt dort das ole Land und dann kam ein große Float über und hat das Land mitgenommen und mit der Float wären auch all die Dörpen, all die Hüs dort verschwunden. So kann ein das dann zu Hauptforten. Etwas wer das Land indiegt, aber man hätte zu bedenken, dass 1350 die große Pestwelle durch Norddeutschland ging und da ist natürlich, sind die Friesen auch betroffen worden. Das hat also man Verlust an Arbeitskräfte, um die Dicken in Ordnung zu holen. Und 1362, das wäre ein utnorme Float. Die Dicken wären ja auch nicht so hoch wie das Hüt haben mit 8 Meter oder 9 Meter. Die haben ja knapp 2 oder 3 Meter Höchste. Und wenn durch so ein Orkan kommt, der das Wasser abstaut, dann geht das erstmal vollständig über das Land. Und wenn die Leute auch geschwächt sind, wir haben damals eine schlechte Zeit, Hungersnöte und so was, dann liegt das oberhand. Viele Leute versuchen, die anderen können nicht so arbeiten, wie sie schön. Und dann bleibt das erstmal alles so liegen, wie es ist. Denn das Wasser ritt ja in die Dicken die Wehlen und flöt dann in und ut. Und wenn man das nicht repariert, dann geht das Land inner, das wart denn to wat. Und so ist das hüt. Wer also dort wat löbt, die löbt über einen großen Friedhof. Also Rungholt ist so Danny ein Dörp, ein Ort, mang anna dor wes und dat wohl nu so zu ein Böwerbegräb worn für all dat, wat Verlustigung is. Wat für historische Belegen gibt dat denn irgendwie für Rungholt? Sie habt für hen einmal andöt, sie habt doch so ein Chronik gefunden, wo Rungholt binnensteit. Ja, ein Beleg gibt das eigentlich, ein Originalbeleg gibt das hier im Staatsarchiv in Hamburg. Das ist ein Testament von 1345 und da ist auf Rücksicht drauf geschrieben, dass diese Abschrift nur Rungholt gehen soll, nur ein bestimmter Mann und der Richter und Rotlüt schön sich mit diesem Testament befoten. Wahrscheinlich gibt das da noch was in Hamburg zu Abend und dann wussten sie Bescheid. Das ist das einzige Originaldokument auf Pergament, was das noch gibt. Dann gibt es noch andere Nachrichten, aber das sind Nachrichten alle Abschrift von Abschrift von Abschrift. Und das wäre auch der Punkt, wo man dann nur die Funde von Andreas Busch bei der Universität dann geschrieben hat, ja, also das kann ja alles rinflickt worden sein, um da eine Bedeutung zu erhöhen. Und diese einzige Urkunde bewies, dass das der Ort geben hat. Aber so folgen dükert Rungholt denn gar nie up in dat, wat wie noch ut dat Mittelöller habt. Das gibt ein paar Nennungen in diese Untergangslisten, die Verlustlisten von der Schleswiger Bischof. Das ist das Einzige. Und man muss auch bedenken, bei der Olden Nordfriesen gibt das eigentlich kein hervorragende Menschen, wenn die Urkunden verfotet wurden, und ähnlich auch keine hervorragende Ortschaften, denn die handelnden Personen, wenn man das mal so sagen darf, das wären die sogenannten Harden, die Edomsharde, die Beltringharde, das wären Gemeinschaften, Rechtsgemeinschaften. Und man muss eben sagen, gut, dass die sogenannten Utlande bestanden aus mehrere Harden. Und die Harden haben für sich auch Verträge abschlossen.
Das gibt das wecken, die sie mit Hamburg abschlossen haben. Das gibt Verträge, die sie mit den Niederlanden, mit Nordfrankreich abschlossen haben. Also da wäre schon was los, kann man so sagen. Aber das gibt nichts Hervorragendes. Also das gibt ja auch in diesem Sinn kein Adel bei uns, wo sie sich hütotos noch so allerhand ob inbilden. Aber gibt natürlich ricke Lüt und arme Lüt. Aber die treten nicht so gut. Gute Geschichte. Man kann Ihnen sagen, Rungholt wäre ein normalen Ort in ein normale Küstenlandschaft in Nordeuropa. Und die gesamte Landschaft, die Edomshade, die hat eben eine große Inkommensmöglichkeit für den dänischen König. Und deshalb steht die Edomshade auch als reichste Landschaft in Waldemars Erdburg von 1231. Sie habt just al Andreas Busch neumt. Das ist ja ein großer Norm für die Forschen über Rungholt. Das ist der erste West, der mal was gefunden hat, so richtig in wat wie, nun möchte mich vielleicht nochmal berichtigen, in wat wie Nordstrand Pelvorm dazwischen. Ja, die Sorge ist nicht ganz so einfach, wie das denn immer überall steht. Andreas Busch wäre auch ein geschickter Mann mit der Presse. Und als er Pfingsten 1921 von Nordstrand nach Südfallpforte, hatte ein Pressemann und Husum mit. Und der hat natürlich gleich alles in der Zeitung gesetzt. Und da wurde dann auch publik. Andreas Busch wäre ein Mensch mit offenen Ohren und hat überall hört. Auch zum Beispiel Südfallen, Lütje Hallig, da wurde damals in den 20er Jahren schon wo Sicherung durchführt an der Abbruchkant. Und die Leute, die Arbeiter, die da in Watt wären, die haben das zuerst gefunden und vertellt. Und hey, er dann sagt, kick mal an, wie habt ihr gefunden? Und kick mal an, wie habt ihr den Mythos, das ist Rungholt, also mögt gefunden, denn auch Rungholt wen, so, was weet ich, als Schliemann denn auch sagt, oh hauaha, dat mut hier Troja wen, ne, dat sagt uns ja all de Odyssee und de Ilias. Genauso ist es wen. Diese Geschichte, das Atlantis in der Nordsee, das hätte sie also denn auch packt, so richtig. Dann findest du die nordfriesische Geschichte noch ob interessanteste bei uns in Schleswig-Holstein. Oder ist das für sie so, sie können das vergleichen auch mit einer anderen Geschichte in Schleswig-Holstein, in das hele Nordeuropa? Ja, die Geschichte hätte ja noch ein zweite Sied. Und was ist das so, dass im 17. Jahrhundert in Husum ein Student lebte, die Mathematik und Geometrie sich vorgenommen hat, das wäre Johannes Meyer. Und dieser Johannes Meyer wäre gut bekannt mit dem Bürgermeister, damalige Titel in Husum Heide Dankwert. Und die haben zusammen eine Landesbeschreibung von Schleswig und Holstein verfotet, ein große Foliant, und Johannes Meyer hat Landkarten dort tegnet. Das Buch ist von 1652 und dort ist eben auch integnet, was Johannes Meyer sich damals als Old Nordfriesland vorstellt hat. Und dort passt das, was bei Südfall in Drogen ist, gut zusammen mit das, was Andreas Busch gefunden hat. Ein kann sehen, Mittelwiel ist ein sich sicher, Rungholt hätte das tatsächlich gegeben. Und Albert Panten hätte auch gesagt, hey, hat in den Chroniken auch den Norm Rungholt gefunden. Das steht fast, das ist fast schreiben. Verleden Jahr, wer das wär in den Nachrichten, wie dat sie die Überresten von der Karg von Rungholt, wie der Hallig Südfall gefunden habt. Und ja, damit ist auch der Stellenwert als Karkenspeil von Rungholt für die heile Siedeln deutlicher geworden. Und nu für die Lüt was die noch nie nix von Rungholt hört habt, Herr Panten, was ist das denn eigens, Rungholt? Ist das große Stadtwest, Lüt Dörp, wo könnt wir uns doch kurz was in der vorstellen? Ja, ich muss da jetzt noch mal auf das 162 zurückgehen. Das gibt Berichte über die innergehenden Ortschaften. Ja, 1362 wird die große Float. Ja, so ist es. Und das wäre so, dass jede Karg musste an den Bischof in Schleswig eine gewisse Abgabe betonen.
Und nachdem die Kaken weg wären, käme das Geld nicht in. Und so denn nicht, haben sie denn in Schleswig Listen abstellt, von welche Kaken kriegen wir kein Geld mehr. Und das wären ungefähr 30 Stück in Old Nordfriesland. Und ein Ort da ist Rungholt. Also das ist nicht die einzige Ortschaft. Und das ist immer das Problem, weil man hier nicht weiß, ist das, was wir finden, tatsächlich der und der Ort, weil dort 30 to utwohl sind. Und mein Problem wäre, kann man die Korden von Johannes Meyer bewiesen oder kann man Rut kriegen, da das auch anders wen ist? Ja, diese Korn, das ist ja auch eine wichtige Sorge. Wo würden Sie denn de Loch von dat historische Rungholt beschrieben? Vielleicht auch für Lüd, die sich so gar nicht in der Waddensee und die Geschichte utkennen. Hüt ist das ja anders. Also hüt gibt das ja viel Inseln durch. Früher wär dort viel mehr Land wes. Man muss ja sagen, dass das, was nun noch über ist ja man bloß ein Foftel von der ole Insel Strand. Die hätte je meist ranlangt an Eiderstedt. Dazwischen wäre dann so ein Lütje Beek, so, die hatte Norm Hever. Und da käme der Husumer Aurut. Und bis dahin ging das Ganze. Und in ole Tiden dann eben noch viel wieder nur Westen und viel wieder nur Norden. Wenn man also die Halligen sieht, das sind eigentlich die letzten Fransen von der ole Insel Strand. So, und nun ist die Frage, kann man die Funde bei Südfall tatsächlich als Rungholt allein betegnen? Oder muss man da eben sich ob einer Obtegnung verloten? Nun ist Rungholt aber ein Schlagwort. Sieht 1921 ist Rungholt ein Schlagwort und eigentlich eben schon sieht ein bi 1600. Das heißt, dit Wort steht für alle unergehende Ortschaften, die jetzt Buten in der Schleck ja nicht mehr zu finden sind. Man findet sie hier nicht, weil da nichts mehr zu sehen ist. Man kann hier höchstens noch Potschaten finden und Brunnenringe und das ist alles. Eine Stadt, wie unser Freund Lilienkron das in feine Ballade schildert hat, das ist alles Spökenkram. Ein großes Problem ist ja auch, dass sich der Waddensee jemals verändert und die Eilanden von Dunn nicht mehr die söwigen Eilanden als die von Dorch sind. So bist du in Eiderstedt und bist bei früher auch 3 Eilanden. Und darum sagt ein von Dorch jemals noch ob Eiderstedt. Ein von de grötzten Enners in der Waddensee sieht dat Mittelöller sind de groden Mandränken wein, de grode Float, da hab wir just all übersnackt. Hier passt auch uns nächste Frage, wo ans ist Rungholt denn so richtig unergorn? Wenn ein sich de Mythen gegen dat, dann kommt da ein grode Float, ein groden Tsunami und geht über dat Land und wenn de Sünn obgeht, ist bloß noch Worder über dat de Möwen vielleicht. Bericht über diese Float mit alle Enkelheiten gibt das nicht. Das ist also dann bloß, was sagen wir mal, es vermutet, dass das so wehen kann, wie das auch sonst bei großen Floten wehen ist. Aber man muss schon sagen, 1362 wäre ein Utnahmefloat, wie die so ungefähr immer alle 100 Jahre vorkommt. Und wenn das da so richtig mehrere Meter über die Dicken geht, dann war alles wegschoben. Man muss bedenken, die Häuser wären ja nicht ut stehen. Die wären ut Holt und ut Grassodenbut. Die einzigen Gebäude, die vielleicht ut stehen wären die Kaken. Das heißt also, wenn du so ein richtiger Röverschwappen deit über mehrere Stunden, dann muss man bedenken, das wäre düsterste Nacht, als die Dorfflot herrschte. Weet ein, wo viele Leute dort bleiben sind, da? Da gibt es auch bloß Fantasietolen, die kann man nicht für ernst nehmen. Wenn man sagt, 100.000 Leute sind untergegangen, hat das bloß viele. Also die einzige Flut, wo man genau weiß, das ist die von 1634, wo also wirklich der Nordstrand auseinanderreten worden ist. So wären das also so bummelig 6.400 und in Eiderstedt kämen noch ein paar Tausend dort. Aber 1634 wäre Rungholt allwig.
Rungholt wär damals schon lang weg und da kämen hier neue tote Ortschaften dazu. Und die leben meistens auch schon ein paar Jahre später unter dem Bürgerbegriff Rungholt. Deshalb ist dieser Ortsname überall in der Köppe. Und man vergisst immer die anderen Ortschaften. Das sind ja nun inzwischen so bummelig, 40 bis 50 Ortschaften, die inklusive 1634, ja, versuppen kann man nicht sagen. Die sind plattmorgt und die Menschen sind tot. Das Wattenmeer ist ein einziger großer Friedhof. Was ist von dieser Insel Strand, der große Strand, ob das auch Rungholt wäre, was ist da von überbleiben, von dort? Pelvorm, Nordstrandisch Moor, Hoge und ein paar, die Halligen rundherum gehören ähnlich auch dazu, aber die werden in der alten Tiden auch nicht mal indikt. Das ist also bloß der Kern, der indikt wäre. Also wenn ich in dat Rebate bin, dann kann ich sagen, das hier ist Strandwest, bloß hüt ist da Wader. So ist es. Wenn ich nu an der Stee neben Rungholt wär, wenn ich da nur in wat lopen do, kann ich da wat von sehen? Oder muss ich denn erst buddeln? Muss ich einen Schiffel mitnehmen und dann go ich Nordwatt drin und dann buddel ich wat ut? Nicht mal dat. Also wenn ich die Titen oder der Zweite Weltkrieg in aufwort, dann sind die naturwissenschaftlichen Methoden in der Loch auch erst in den letzten 10 Jahren um der ollen Siedlungen, die sich boben überhaupt nicht auftegnen, notzuwiesen. Und zwar gibt es die Methoden mit Magnetfeld zu arbeiten und mit Sprengungen zu arbeiten, die Wellen, die dort erzeugt waren, zu analysieren. Und das ist seit ein paar Jahren gemacht worden. Und dort kann man eben die ganzen Warftregen, die das noch gibt, in das Watt, kann man regnerisch darstellen, obkorden. Also das ist gar nicht so, ich sag mal so, ich gehe da nur rein und dann denke ich, oh, kick mal hier, das ist ein Murwes und da ist noch ein Owen Sod da überbleiben und wenn ich hier mal rinforten da, dann habe ich da Schören von ein Kumm oder ein Putt oder was in der Hand. So ist das gar nicht. Also wer mit dieser Absicht in Watt geht, der findet sicherlich nix. Also das ist immer bloß Zufall oder man kennt einer, die jeden Tag in Watt lopen deit. Das gibt es zum Beispiel. Also, auf Pelvorm gibt es ein Rungholt-Museum von Helmut Barnsen. Die weet, weil er eben dauernd unterwegs wen ist, wo noch was zu finden ist. Aber das ist für normale Bürger, ist das nicht auf den ersten Blick zu sehen. Was ist denn so das Grötzte, was ein gefunden hätt da? Also, was ist da mal, wer da obdückert? Also in 1921 und in den folgenden Jahren, als noch die Warftreste von einer Siedlung zu sehen wären, da hätte man in Watt, die Absehen jetzt von den Putten und Pannen, Schwerter von Morgenstern, also iserne Socken, die also in Mittelalter gehören. Und über die späteren Jahrhunderte kann man, wenn man Glück hat, das reine Zufall, Münzen finden. Und Murreste, die gibt das bloß an Stellen, wo schon in 17. Jahrhundert Hüser und Tegeln gut worden sind. Die Tegelie ist hier erst in 16. Jahrhundert für die täglichen Lüd überhaupt möglich gewesen. Und da gibt das Murreste, aber das ist ein Tide manchmal, also einmal Ebbe und Flut hin und zurück, denn ist das, was man just sehen hat, den nächsten Tag schon gar nicht mehr durch, weil du sich die Schlamm rüberlegt hat oder irgendwas anderes, wenn du Winterwehen ist und Eis, ja, tut's weniger, dann wart ja die Eisschollen haben was abschleben. Die Priele verändern sich lopend und dann wart was Frielecht anerkannt und nächstes Jahr ist es nicht mehr zu sehen. Und der Karg, die sie nur just gefunden habt, das ist auch, da habt ihr die Fundamenten gefunden und sagt hier, Mensch, wenn hier ein Karg stöhn, dann ist hier auch ein größerer Ort wes. Ist das so die Argumentation? Das Letztere ist nur meine Ansicht richtig, aber ob das der Karg von Rungholt ist, das habe ich nur, wie es das kann gar nicht angehen. Das wäre dann eine ganz andere Geschichte. Da hätte man, und das ist das Fatale, aber ich mal ehrlich gestehen, Archäologen
in Mittelalter, die Mittelalter-Archäologen, die haben vergeten, dass es die Tit schon schriftliche Abtegnung gibt. Und die lesen sie nicht. Das ist ja der olle Street zwischen Archäologen und Historikers. Ja. Das kommt. Sie haben gesagt, das Wert ist von worden und Morgenstern und so, das lässt ja ein so denken an so Ritter und was ein sich da so vorstellt. Was für ein Roll hat denn Rungholt in der Region spielt? Wäre das so ein zentralen Ort an der Westküste, so das Zentrum von der Friesland da, oder wäre da ein größere Borch oder so? Wo kann ein sich das vorstellen, wenn ein mal so simuliert, wo das da aussieht? Also, Kirch ist da auf jeden Fall wen. Da haben möglicherweise auch der Rotlüt tacht, ob Gerichtsversammlung, das lädt diese Urkunde von 1345 als Rückschluss to. Aber das ist auch alles. Da war dann auch in neuere Veröffentlichung war dann ja auch immer glicks der Hoben in Rungholt ansiedelt, wobei die Urkunde, wovon Hoben die Rede ist, sich überhaupt nicht um Ort beträgt, sondern das ist wieder die Edomshade, die größere Bezirk, der die Urkunde utstellt, großzügig an die Grafen von Holland, dass sie auch bis sie in der Hoben ankommen können, ohne Glicks, zu große Steuern zu bezahlen. Habt ihr Lüt denn so Rungholt-Normen als Pass pro Toto für der Edomshade denn? Genau. Ja. Und nachher sogar für den ganze Ole Strand und für das Ole Nordfriesland. Rungholt als Norm wandert sozusagen nur jedes Stück, was innergehen ist, hin. Und bleibt deshalb auch noch lebendig bis um 1600, wo denn die Geschichte dort dichtet war. Denn die ist dichtet von Pastor. Wo habt ihr Lüt Handel drieben? Ein sicher auch, der Rieke Stadt Rungholt. Mit was für Lüt habt Lüt dort, ich sag mal Rungholt, ich sag mal Edomshade, handelt? Nur Dänemark hen, nur dat Hadochdom Sassen hen, nur Ost hen. Der Hansetit ist denn ja auch in Gang. Habt ihr dort Verbindens mit hat? Kann ein dort was übersagen? Also das wären selbstständige Handler, Bauernhändler, die auch eigene Schiffe haben, die haben utführt hier nach Hamburg, nach Bremen, denn in den Niederlanden haben Handel treiben in Nordfrankreich. Das ist die eine Partie. Und zwar geht es da um Woll, um alles Tierische, was Besten liefern, also Fleisch, die Hut, die ist ja ganz wichtig, auch für das Bekleiden. Und dann, solange die Dicken da sind, Korn. Der Ole Strand wäre ein Gebiet, was Korn exportierte. Man muss ja weten, in frische Marsch, damals, wenn man Glück hat, kann man, wenn man ein Korn seite, 60 Korn ernten. Wenn man das vergleicht mit der Geest, ob Sand, ein Korn rin, 3 Korn Rut. Und das können Sie dann ja auch in Zentner ausdrücken, dann sehen Sie 60-fache Betrag, das kann man Sölm nicht abeten. Und das hätte Lüt Riek gemacht? So ist es. Also, die sind tatsächlich Riek-Wes. Und das ist in der, wie die Menschen noch binnen Wes. Oma und Opa, der habt was hat damals, als das die Insel noch gäf. So ist es. Wofür Lüt wären do so? Kann ein das sagen? Kann ein sagen für die Edomshade so und so viel Lüt wären do? Kann ein sagen für Rungholt vielleicht? In der Vorbereitung habe ich gelesen, ein sech 1000 bei 2000 Lüt? Na, das kommt jetzt drauf an, was man mit Lüt meint. Man kann hochschätzen und alle Steuerlisten, dass da ungefähr in der ganzen Edomshade 300 Burstellen existiert haben. Ja, wenn ein das hochrechnet, das kann ein denn ja demografisch. Ne? Das multiplizieren wir mal mit 5. So, und dann kommen dann noch ein paar Knechte und ein paar Dienststerns dazu. Dann sind wir bei, was sagen wir mal, 2000 Lüt in der Edomshade. Und das ist es denn. Ja, aber eben nicht in Rungholt allein. Das ist Nein, das ist so der gesamte Bezirk. Und
ist natürlich, wenn du viel erntet werden kann, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass viel Lüd davon leben können. Das heißt also auch die, wie sagt man so schön, Kindertal wäre also da. Aber wenn irgendwelche Katastrophen abducken, wie zum Beispiel die Pest, dann ist das Tal natürlich verkleinert. Und schon haben wir schlechte Korden, wenn es mal darum geht, alles wieder in Ordnung zu holen. Nicht? Und so denke ich, ist die Erinnerung, dass die Leute so reich wären, diese Erinnerung ist immer wieder abpustet worden. Also das Leben de Float köm und de Pest köm, wär besser als achterlernen. Ja. Und sind die Leute denn wieder noch mal so reich geworden in de Jahren Lothar, oder hätte das denn duert? Ja, die haben jetzt nur 1962 haben sie ungefähr 70 Jahre Zeit, um sich wieder zu erholen. Der nächste Float kam 1436, wo auch wieder Ortschaften verschwunden sind. Die nächste Float, die auch wieder ordentlich reinhaut hat, wäre 1532. Und dann kommt 1634. Man kann schon ahnen, von der große Bach an Fehl, was sie haben, wo immer mehr Aftrogen. Dort kam natürlich auch der Meeresspiegelanstieg, was die Leute damals auch schon gemacht haben. Das ist keine Erfindung von unserer Zeit. Die haben das beobachtet. Die haben das natürlich nicht meten können, sondern was Großvater vertellte, das verglichen sie dann mit unserer Zeit. Ich denke, das kann ja gar nicht angehen, da muss das Meer höher geworden sein. Und diese Bewegung, einmal, das viele Geld nimmt ab und der Meeresspiegel nimmt zu. Und da sind wir nu. Also im Grunde genommen hangen alle diese Gegenden an der öffentliche Geld. Wird das von der Bund nicht kommen und von Land nicht kommen, dann können sie da alle Altomol, ja, wie sagt man, können sie alles dicht klappen. Also seiten die denn damals da auch und dachten, Mensch, früher wäre ja dann vielleicht doch eins besser. Und habt sich die Geschichten utdacht und eine Geschichte sind 2 Teilen und das ist immer gröder worden. Und dann hat sich das Bild so instellt, Rungholt, das ist Riek, das ist Grot wes. Und warum sind wir das hüt nicht mehr? Das kann ja bloß da anlegen, das sind kein gute Menschen wes, die habt sich versündigt. Die Mythen, die entstanden sind, viel von denen sagt ja, wären die beide Christen wes, dann gäf das hüt noch das Riek Land. Und so ist das dann wiedergorn. Kann ich Ihnen dazu sagen? Das ist natürlich so, dass damals die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht da wären. Das heißt also, wie sagt man so schön, Ursache und Wirkung, das wäre noch kein Begriff von der Natur her, sondern das wäre der Glaube oder man kann auch sagen, eventuell der Trost, wenn mir was Böses passiert, dann habe ich mich versündigt. Alles Unglück kommt von mir selber her, weil ich irgendwas unfrieden habe, was nicht mit den Geboten und mit der allgemeinen moralischen Grundholung übereinstimmt. Und das ist damals ja auch. Also ein Flot war opfotet als ein Straf Gottes. Wenn er sich das so bekiegt, dann ist das ja nicht was besonders für Rungholt. Allein, wenn wir mal nach der Ostseeküste geht, da gibt das Vineta. Das ist ja im Grunde dieselbe Geschichte. Eine rike Stadt untergorn und die Leute habt sich versündigt. So denn ich kann ein ja sagen, das ist so ein Weg wes, damit umzugehen, dass ein so svår Dropen wohn ist in sin Sicht. An der Westküste, auf der freien Inseln, entsteht sich für, da habt sie Fleisch snackt. Sind das auch Fräsen wes, sind das Blutfräsen wes, sind das vielleicht auch diversere Lüt da wen, den Sassen, was kann ein dort sagen? Die Lüt, die sich in den friesischen Utlande ansiedelt haben, schnacken natürlich Fleisch. Schreiben haben sie denn, wenn sie können, entweder Latinsch, die Priester,
Oder die Kommunalbeamten, die konnten natürlich Niederdeutsch sprechen und schreiben und durch den Handel wären sie, die Männer zumindest, auch überall bekannt. Also über Ole Strand haben sie eine fräsische Mundart, haben sie durchschnackt. Das gibt sogar noch ein Tüchnis darüber. Der Lütte Katechismus gibt das noch in der Strander Mundart. Und ist kann ihn das vergleichen mit das Fleisch von doch? Oder ist ja, das also das ist mit unserem Moringer Spruch ist er ziemlich verwandt und mit der Halligen. Während die anderen, die ob Amrum und Föhr und Sylt ankommen sind, das wäre schon frühere Schicht und die schnacken noch ein bisschen andere Fleisch. Also das Zöllring und der Ole Strander Spruch, die haben sich eigentlich nicht erholen konnt, wenn sie nicht wohltan. Also normal wären sie nicht aus oben kommen. Ja, das ist spannend. Ist das wahrscheinlich, dass wir in Zukunft ein Grotte von dieser Stadt und naja, was habt wir lehrt, von das Rebate mit vielen Dörpen freilegen könnt? Also das Freilegen ist eine Unmöglichkeit, aber die Leute, die ich von den verschiedenen archäologischen Instituten kenne, die gehen hier in der Zukunft so für, dass sie, und das ist der Plan, die wollen das gesamte Wattengebiet abfahren mit ihre Apparaten, mit Bodenradar und mit Magnetfeldprospektion und auch mit lokale Prospektion, so wie die Lüt Erdölsögen, Lütje Explosionen in den Grund hervorropen und dann die Wellen beten. Da können sie, also so genau ist das Hüto doch schon, ich habe das hier selber auch gesehen, die können, auch wenn ein Dick weg ist, weil der Dickkörper ob der Untergrund Druck utöft hat, ist die Schichtung verändert. Das können sie inzwischen alles schon nachweisen. Und deshalb waren sie auch zwischen Pellworm und Nordstrand und Nordstrandisch Moor in der Zukunft, waren sie die gesamten Siedlungen, die immer nacheinander entstanden sind. Denn diese Mitteldeel, das ist hier das Meer zwischen Pellworm und Nordstrand. Das ist hier das, was im Wesentlichen untergegangen ist. Und dieser Vorgang setzt ihr schon 1862 an, vielleicht sogar schon vorher. Und die mögt also Stück für Stück mit jeder Float, mögt sie die Dick wieder nach Norden verlängern. Und auch die Siedlungen sind verlegt worden. Darüber gibt es nämlich Berichte. Und deshalb waren sie noch viele Dicken finden. Und sie waren auch noch viele Kaken finden. Da gibt es auch Berichte drüber, dass der eine Kak und der andere Kak, die sind verlegt worden. Die beiden einfacheren wären auch sowieso bloß ut Holt. Da kann man einfach das Ganze hochheben und weg damit, wenn ein Sturmflut den nicht wegtrieben hat. Also ein großes Slate an Dicken, man fehlte down für die Archäologen, denn das sieht ja auch so gut, als wär das für die Kieler Archäologie, der wird da was down. Also der kickt sich das an und würde auch sehen, was Ruto finden. Durch mi denn. In den 90er Jahren gäf dat ein grode Auseinandersetzen, habe ich gelesen, in diese archäologische Kring. In Jahr 2005 hat Hans-Peter Dürr, ein Ethnologe von der Uni Bremen, grot Buch geschrieben, über sein Forschen in diese See, in das Rebate. Und hey, hat nur Rut von was dort passiert ist, man der Archäologen wird ihm nie glömen. Was ist dort passiert? Wär das eine persönliche Sorge? Oder was habt ihr Lützig da gedacht? Ja, Hans-Peter Dörr, den habe ich damals auch kennengelernt und habe auch Briefwechsel mit ihm geführt. Bitt ich den Magde, was das für ein Mensch wäre. Das wäre einer, der sich bloß sick. Und wohl das, was er denn zum Besten gäb, als, ja, wie sagt man, als sensationell verkaufen. Und er käme allerdings mit dem Landesamt für eine Vorgeschichte in Konflikt, weil er Rut ging und selber geruft hat, was verboten ist. So, und daraus resultierte denn die Auseinandersetzung. Ich kenne die beiden Parteien, die gegeneinander streben haben. Und Dörr hat mit seinen Studenten systematisch gewisse Gegenden abgesagt, die allerdings auch schon lang bekannt wären, und hat dann auch was gefunden.
Das ist unbestreitbar, aber was er dort gemacht hat, ist also so ein, ich möchte Bino sagen, er hat und das, was er gefunden hat, und das sind natürlich wirklich alltägliche Socken. So ein Waschballig und hier vielleicht noch mal ein kirchlicher Gegenstand und sowas alles und Popolen in der Grund. Da hätte das utmogt, was unsere Vorfahren auch schon mit Rungholt mogt hat. Und ein relativ bescheidener Ort mit einem gewissen Ruf hätte Utzin Funde auch eine ganz große Geschichte utpustet, hochpustet mit den nachher bei Herakles und sin Wanderung durch Europa ende und dann wäre für mich, wie sagt man, der Aufut. Also ist das immer noch so, Rungholt ist immer noch für Emotionen gut, Rungholt ist immer noch für ein emotionale Vertellen gut, der die Leute auch ankobern deit. Warum ist das so? Warum sind wir so interessiert an andere Sorgen, die da oder was kommt? Und wenn das enorm kommt, Rungholt, das hätte ja hier Borben so bald in Klang als Troja vielleicht. Was passiert da? Was meinst du? Ja, wenn man jeden Tag im Fernsehen kickt und sich die Weltgeschichte zu Gemüte führt, dann weiß man nicht, was ob ihn kommen deit. Die Sorgen, die nicht mehr da sind, da kommt ob ihn nix mehr to, als dat ein ganz tolle Sorgwen ist. Und das tröstet über die Jetztzeit hinweg. Denn wenn man sich damit befurtet, muss man nicht an die Gräuel denken, die Hütodurchs passieren. Wunderbar, das sech Albert Panten über Rungholt und das war das für uns Hüt bedüdend deit. Ich will mich von Harten bedanken für das Gespräch und dass ihr sich die Titnorm habt, mit uns über das Thema zu snacken. Woans wär dat für sei, ob platt über das Thema zu snacken? Das ist ja auch mal was anderes. Geeft sie auch förderlich ob platt, oder freisch über Rungholt, oder so allgemein über Heimat, Archäologie, das Leben an der Küste? Ja, das kommt drauf an, was für ein Thema das ist. Also Plattdeutsch kann man gut schnacken über Mittelaltersorgen. Wenn ein noch mehr über Rungholt zu weten kriegen will, wo kann ein da hingehen? Was muss ich denn tun? Ja, verfolgen, was da in der Zukunft veröffentlicht wird. Es gibt hier mehrere Bürger, es hätte viele Leute dann auch in den letzten Jahren gegeben, die sich damit befordert haben. Also ich denke an Henningsen, der hat zwei dicke Bürger überschrieben, das wäre so ein Sportbootbesitzer, der immer, jede Sommer, nur Südfall schippert ist und hätte sich durchfallen lassen und hätte dann da in Watt kicken, aber mit offizieller Genehmigung. Natürlich, das ist der Unterschied. Todör. Gibt das ein Museum? Ja, die Museen, du hast einmal das Nordseemuseum in Husum, früher Nissenhus, dann ob Nordstrand Inselmuseum und ob Hellworm gibt das Museum von Helmut Bahnsen, was also wirklich ganz hervorragend ausgestattet ist. Man muss sich aber eben Zeit nehmen. Du hast viel zu sehen und auch viel zu hören. Wenn Helmut Bahnsen vertellt, dann ist man erstmal für einen Nachmittag beschäftigt. Rungholt, dat Atlantis an der nordfriesische Küste. Und just so, as Atlantis ist Rungholt ein Konzept, ein Sorg, der gröder worn ist, as der Ort ein Sülm. Liebe Tohörerinnen und Tohörers, wenn Sie zu Hus nicht all Wörter verstanden habt, dann kickt Sie in die Shownotes oder Infos. Da habt wir ein Listmarkt mit Nähewörter oder Thema. Wenn Sie noch andere Fragen an die Gäste oder Trüchmails habt, schreibt uns gern an unter info@niederdeutschsekretariat.de. Das wird von uns wieder geidert in der nächsten Folge mit Kloklüstert. In der nächsten Folge von Kloklustert durch ich, Frank Jacobs, aber Kunstklok de Proten, künstliche Intelligenz. Zu Gast habe ich Tom Brandt von der Uni Leiden. Hey, kennt so gut mit das Thema und wie Proten da auf was KI, künstliche Intelligenz eigentlich ist, was da für Gefahren achte stecken und wo die Chancen sind. Also, schalt in, das lohnt sich. Kloklustert.